Herr Walter Dürtwitz. Herr Präsident, die Damen und Herren! Wie mein Freund, der Gilles Roth, den ich ausdrücklich für ein exzellent fundiert tritt, ich will felicitieren für ein paar Minuten auf die Geschichte, angegangen ist und ob das, was nennt die Geschichten, die den Finanzminister a puncto Finanzkapazität, Endettement, Reserven an den letzten Wochen, Monaten, Jahren zum Besten gehen hat, sind schon Vergangenheit erinnert gehen. Weil ich war dabei, 2008. Ich weiß nicht, da noch viel dabei sind, Herr Bannen. Die 2008 dabei waren auf führender Position hier an der Chamber, weil Krise ausgebracht ist. Und es gibt, Herr Präsident, die Damen und Herren, ganz große Differenzen zwischen der Weise, wie die Krise 2008, 2009 bis 2012 probiert zu gerieren, und der Weise, wie die Krise heute geriert wird. Weil 2008 sind es Reserve gehen. 2008 hat die dämonische Regierung, die sich d'ailleurs daran erkennt, dass sie unterschied wird von der von vier drin, nämlich CSV, DP, Dünner CSV, LSAP, nach dem Crash von 2001, der Internetbull und so weiter, dafür gesorgt, dass für zwei Exercice, für zwei Budgetexercice, nämlich für das Budgetexercice 2008 und 2009, Reserven zur Verfügung stehen, für können antizyklische Politik zu machen. Nicht Schulden, ob die ich neue Schulden lehen, mehr Reserven, die ich während 2 Jahren gebrauchen, ich mich müsste verschulden, für keine Krise zu gehen. Die erste große Differenz. Die zweite große Differenz, Herr Präsident, das, dass wir 2009 eine große Debatte an der Chambre hatten über die Zukunft von unserem Land. Aber wie wir mit der Krise umgehen, und dass am Vorfeld von der Debatte mit allen Oppositionsparteien Diskussionen geführt sind, für zu gucken, wie wir das gemeinsam versteuern. Das ist also nicht an einem Dreierclub dezidiert gehen, wie die Zukunft vom Land ausgesehen 2008, 2009. Und das hat zur Konsequenz, dass DP, ich meine, ich kann mich noch erinnern, dass Herr Meisch demonstriert gehalten hat, an der Chambre, sich öffentlich d'accord erklärt hat, mit den Optionen, die geholt sind, demals, wo man gesagt hat, ich will den Kanzler nicht zitieren, den der ja nie mehr wie 3-4 Jahre an der Realität seine Berechtigung aushält, demals gesagt, wir holen für die Reserven, da verschulden wir uns, und wir gehen uns fort, dass wir für 2012 die antizyklische Politik abhören und jetzt gucken an die andere Richtung, zu kommen. Den dritten großen Unterschied. 2012 hat man eine Majorität an der Chambre, die hier Responsabilität geholt wird. Konträrement zu dem, was man heute gesehen. Die Responsabilität dahingehend, dass die Regierung das, was sie 2009 versprochen hat, nicht angehalten hat. Die zwei Majoritätsfraktionen an der Chambre, die Regierung dazu quasi forciert, ihre Budget zu readaptieren, für ein Lot zu bringen. Dass also die Chambre hier einen Teil dazu beigetragen hat, für zu verhindern, dass wir an eine Schuldenspirale kommen, die das Land nicht packt. Und ich kann all europäische Vergleiche generalement über Schuldenpolitik aushalten. Mit mir als Land nicht. Weil wir als Land, wenn wir über gewissen Prozentsatz von Verschuldung rausgehen, nicht mehr werden am Sinn nur einem gewissen Moment für einen raisonablen Delay an unter den Möglichkeiten, die wir haben, nächst dahin zurückzukommen, wo wir für drin waren. Und dafür, also für mich eigentlich erste Bürgerpflicht, für sicherzustellen, dass man an der Verschuldung nicht, und ich meine noch nicht, ob dem Mosen dürfte kommen, an denen wir schon sind. Dass wir am Ende vom nächsten Jahr bei quasi 30% kommen, also aber die Konsequenz
Vom 4. Punkt, das an den guten Jahren, die nun 2013 kommen. Das war die Sonde Punkt 0, wo ja so schrecklich war. Ich will erklärt, wie weiter das schrecklich war, wie den Herr Gramegna Finanzminister Ginners. Weil wir dann die Jahren 16, 17, 18 und 19 verpasst haben, die Reserven jetzt abzustocken, die wir lokal gebrauchen, für zumindest mal das Jahr 2020 zu packen. Und dass wir das Jahr 2020 noch nicht packen, ohne Großverschuldung. Weil wir eben keine Reserve geschaffen haben. Wir hatten Moyen für als Reserven zu schaffen an den guten Jahren. Wir haben es nicht gemacht. Das ist erstmalig an der Geschichte vom Lützeburger Land, nur den 90er Jahren. Nur dem, was 2001 war, und nur dem, was 2013 war, das nicht davon profitiert ist an den guten Jahren, das schon an der Bibel von den 7 Fetten, von den 7 Moore-Jahren als jetzt gegangen, für als die Reserven zu schaffen, die als Blo erlaubt hätten, Herr Finanzminister. Auf die Reserven zurückzugreifen, und dann, war das nämlich fertig, von Krise als nach langem Wert beginnen, nach die nächsten 2 oder 3 Jahren, dann nächstes Jahr an eine Situation kommen wäre, für zu sagen, holen wir die Verschuldung, ob die notwendig ist, und wir gehen als Furt, sobald die Krise rüber ist, für uns dahin zu kommen, wo wir für drauf waren. Es war gut nicht Teil von meiner Rede. Das war das Lo gesagt. Das war das Lo gesagt, Hund. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Erde weiß, für die Zeit 2008, 2012 so durchzustellen, wie dir, Herr Gramegna, der an den letzten Jahren systematisch möchte, entspricht keinsterweise enger historischer Wohlrecht. Die hat 2013 eine Situation an der Staatsfinanzen vielfand, nicht weil CSV schlecht gewirtschaftet hat, wie weil das Chamber 2009 mit der Stimme von allen Parteien dezidiert hat, dass man während 4 Jahren von antizyklischer Politik machen und da gucken, dass man es dahin kommen, wo wir kommen. Es kommen dann zu dem, was ich eigentlich präpariert habe. Gemenge Finanzen, die am Ende einen Teil sind, einen wichtigen Teil von einem Budget. Und ich will der Madame Minister ausdrücklich merci sagen, dass sie sich Zeit geholt hat. Das war ganz in der Mitte, heute sie müssten verbringen. Ich schwätze nicht. Ich wende mich nicht um sie allein. Ich wende mich auch um sie. Ich wende mich auch um den Finanzminister. Und ich wende mich eigentlich um die ganze Regierung. Und ich wende mich eigentlich auch um die Majorität. Insgesamt. Die 31. Von denen ich ganz genau weiß, dass die großwältige Menge Politiker sie genau wissen, was die Situation ist. Dass wir am Gange sind, als Gemengen an eine Situation zu entlassen, dass Gemengen die großen, wenn nicht sogar die größten Verlierer von dieser Krise werden sind, wenn nicht gegen gesteuert wird, wenn die Gemengen nicht die Moyen zur Verfügung gestellt gehen, die notwendig sind, für das können zu machen. Für was so eine Staat? Weil Gemengen den zweiten Pilier sind am Staat. Gemengen haben zum Teil Einzelkompetenzen, Kompetenzen, sind zum Teil partagiert Kompetenzen am Staat, und sie feiern zum Teil Missionen vom Staat, feiern sie aus. Mit dem Staat als Zentralstaat und Gemengen eigentlich als 2 Sachen zu konsiderieren, die nicht mit den zu tun hatten, als falsch. Und Gemengen lo an der Situation zu lassen, an der sie am Gange sind zu kommen, nicht all, aber ganz viel, also Mengen falsch. Iterativ als probiert gehen an den letzten Wochen am Main an Kommissionssitzungen auch vom Civicol aus die Innenminister rund zu sensibilisieren. Die Person, die Damen und Herren, die am Gemengen an der Regierung zu vertreten hat, und auch hier Interim zu vertreten hat das nicht gemacht. Dafür wende ich mich und den Herrn Finanzminister auch. Ich will euch darauf sensibilisieren, ich und Herr Kollegen an der Regierung, dass am Gange sind, 420 Millionen Euro aus dem Circuit rauszuholen. 420 Millionen aus den Schiffen, die wir gesucht haben. Ich kann nicht heute nicht so, wo wir landen. Ich kann bei 380 landen, ich kann bei 360 landen, ich kann auch bei 500 landen. Das hängt davon ab, wie sich en fin de compte die Situation, die wirtschaftliche Situation, die finanzielle Situation, die steuerliche Situation an den nächsten Wochen am Ende wird
wird entwickeln. Mit 420 Millionen aus dem Circuit rauszugehen, an einem Moment rauszuholen, ohne Kompensation, an einem Moment, wo das Budget von den Gemengen am Dezember vom letzten Jahr gestimmt waren, an die Investitionsprogramme für das Jahr 2020 an die Jahren drauf gestimmt sie gehen, feiert zu dramatischen Konsequenzen. Was ist die Realität und Terra? Die Realität und Terra ist, dass wir ein paar Gemengen haben, so nicht ganz fein, denen nicht ganz gut geht. Ganz gut geht. Die massivst Reserven geschaffen haben an den letzten Jahren. Da gibt es eine Reihe von Gemengen, schätzen sie auf ungefähr 20 bis 25, die sich in Apel für den Durst, mal mehr konsequent, mal minder konsequent, Reserve geschaffen haben, an die Lo eigentlich nicht machen, was die Regierung hat müsste machen, nämlich sich von denen suchen, diese Quoten, ein Teil auf Zeit gelöscht, für sie zu brauchen, an denen Zeiten, wo es nicht so gut ist. Und dann hat einen guten Teil von den Gemengen. Und ich schätze nicht auf 50 bis 70, und das sind hauptsächlich die Kleingemengen, die kein Apfel für den Durst haben, historisch, die von der Hand an den Mund leben, deren hier Budgeten eigentlich au Rhythme von den Dotation etatik dotiert gehen. Die Projekte machen en Funktion von den Suen, die der Staat ihnen zur Verfügung stellt, die kein Mittel haben, noch nicht möglich geht, sich Mittel zu schaffen. Bei denen geht relativ sehr Mengen Rechnungen noch gehen Gluten aus. Weil Kleingemengen sind viel mehr exposiert wie größer. Aber bei der letzten Finanzreform haben damals schon gesagt, sind die Kleingemengen wesentlich mehr schlecht wegkommen wie verschiedene Großgemengen, wenn ich an der Relation gucke. Ich habe mir erlebt an den letzten Tagen einfach aus der Zeitung heraus. An der Stunde war das Lützeburger Wort, weil die haben so ein Kästchen gemacht bei allgemein, wo sie die Gemenge gefragt haben, ja, das dabei ist, dass die wichtigsten Elemente. Ich habe probiert, mal herauszufinden, was dann nach den Exzedent am Ordinär ist. Wobei ich will sagen, dass den Exzedent am Ordinär, also die Rezetten am Ordinär, und die Rezetten am Ordinär auch dann nicht immer dasselbe sind. Weil die Gemengen, die können nur für den Ordinär dahinter zu stellen, auf Reserven zurückgreifen. Es sind Gemengen, die können das nicht. Und die Gemengen, die müssen an Verschuldung, müssen sie los schon gehen, und sind da viel mehr, wie ihn eigentlich mengt. Das ist so, ich will den Bruttoschiff, ich kann nicht nur vollziehen. Zum Beispiel bei der Gemeinde Eschdorf 13 Millionen Resetten am Ordinär, wie viel davon eventuell aus einer Reserve kommen sind, wie viel, Eschsauer, pardon, ja, Eschsauer, wie viel davon aus einer Reserve kommen sind oder nicht, wann sie eng gehabt hätten. Wir stellen aber fest, dass an der Regel, mit all den Kollegen, wo ich geschwärzt habe, sich Kapazität d'Investissement von der Gemenge von einem Jahr zum anderen im Talschen reduziert hat. Aber wenn die Gemengeratssitzungen von den letzten Wochen intensivst guckt, liest, da stellt fest, dass das durch die Bank an alle Gemengen der Fall ist, an all einzelnen Burgermeister oder Chefen oder Conseil in der Sitz kann ja sich memorisieren, was an den letzten 2 Wochen war. Wenn ich den Exzedent gucke, den nach da, also schon 15 Gemengen abgeschrieben aus den letzten 4 Tagen. Da geht den Exzedent am Ordinär, den ist noch an einer Standbandbreite von 5%. 5% am Ordinär, das muss ich feststellen. Geht den Rupp, die höchste, die ich mitgekriegt habe, wird gemeint, Betzter 19,6%. 5% Exzedent am Ordinär hat ein Gemeng, die hat durch 2 Members vertreten ist. Das ist ein nuppiges Gemeng von mir. 86,8 Millionen Resetten und 84,2 Millionen Depensen. Das möchte für ein Gemeng bei 17.000, 18.000 Leuten, möchte am Ordinär nach einem Exzedent von 4,4 Millionen aus, auf für allem, wie die Burgermeister gesagt hat, aus dem Überschuss von einem Jahr zum anderen bei der Gemeng 72,5% raufgegangen. Wenn ich also den Exzedent von der Gemeng hüllen an ich hüllen den Exzedent, den sie hat, letztes Jahr noch für zu investieren, aus dem 72,5%
als den Rofgang. Gemeng Dideling, auch hei vertröden, Excedent am ordinär 7,1%, entspricht 7,3 Millionen. Die Gemeng hält, Loschloff für den Budget können sie équilibrieren, und ich gelesen, ein Emprunt von 20 Millionen hält sie ab. Das Jahr hält sie sich schon ab. Es sind eine Reihe Mengen, die holen das Jahr schon Budget, schon Kredite ab, für hier Programme zu machen. Es sind eine Reihe Mengen, die werden das nächstes Jahr, werden sie das machen. Ich kann nicht Beispiel von enger Gemeng, die ich relativ gut kennen, erklären. Wir hatten letztes Jahr an der Gemeng, wo ich Bürgermeister bin, am ordinären Excedent von 12 Millionen. Wir haben dieses Jahr am ordinären Excedent von 6 Millionen. Wir verlieren voraussichtlich, wenn die 420 Millionen an zirkulär von der Minister so sich bewahrheitet, 6 Millionen Euro. Was ist 6 Millionen Euro für eine Gemeng, die ein Budget hat von 43 Millionen? Das ist 50% von ihrer Finanzkapazität. 50% von ihrer Investitionskapazität als von einem Jahr zum anderen an der Gemeng, der ich feststehen, weggebracht. Ohne, dass das Majorität, ohne, dass das Regierung, die quasi alle Menschen in der Terre greift, den hat ja zu Lützeburg auf irgendeiner Weise Business möchte, aber wir machen auch Business für als Bürger möchte, sich auf die Gedanken, eng sie kund versteift huet fir ze so, man die müssen die Gemengen, die muss man finanziell muss man se unterstützen. Et geht jo net fir ze so net das Joer, wo man verleieren. Prognose sind nächstes Jahr 6% dabei, übernächstes Jahr 6%. Da steht am Lützeburger Wort, ja, der Bürgermeister hat gesagt, gibt dann nächstes Jahr 0,4 Millionen an Blut gehen. Das ist eine falsche Durchstellung. Das ist eine falsche Durchstellung an dem Sinn, dass die 6 Millionen, die fort sind, die kommen nicht rum. Die kommen nicht rum, die verlieren nicht nächstes Jahr nach ein Keier. Und sogar über 6% verlieren nicht die Neinke. Das Jahr drauf verlieren ist die nach ein Keier. Und ist die sicher, dass ich sie 3-mal wert verlieren. Und ist die sicher, dass die meisten Gemengen sie 3-mal wert verlieren. Das heißt, der Manque à gagner par rapport zum Budget, den ich am Anfang vom Jahr gestimmt habe, also das letzte Jahr zum Schluss vom Jahr gestimmt habe, die wird sich an der Prognose hot, nämlich plus 6% pro Jahr, über die nächsten 2 Jahre werden sich auf 20 Millionen belaufen. Aber wenn sich die Prognose nicht erfüllt, wenn man eine Wüstung von 5 oder 4 oder von 3 oder von 2 hat, dann geht das bis auf 25 Millionen Euro. Das ist Talschen von den Suen, die Damen und die Herren, die Menge Members zu investieren. Das ist aber auch Suen, von denen wir ausgegangen sind, alle gut, fälschlicherweise vielleicht, ausgegangen sind, dass durch eine Kontinuität von der Politik, dass du meinst wirklich, die Regierung, dafür kann sie nicht. Sie kann just dafür, wenn sie die Phänomene nicht erkennt, an den Mengen nicht hilft. Dafür kann sie. Werden wir als ein Investitionsprogramm nicht können machen. Oder wir müssen lernen gehen. Auch die meisten Gemeinden werden lernen gehen. Sie werden lernen müssen gehen, weil man an der Haltung von der Periode sind, weiß ja, dass 2023 ein Geschehens ist, weiß ja, dass wir alle Guten als Bürgermeister regieren hätten, dass wir für 2023 die Großsachen durchstehen und die wir am Ende von unseren Bürgern wollen machen. Das ist ein nächstes Beispiel von der Gemeinde, die Steuer zu präsidieren. 21 Millionen für eine Schule, mit mir so Relais, Schule, mit mir so Relais, also eng, nicht. 10 Millionen für eine Festzahl, die wir schon seit Jahren geplant haben, an enger von unseren Wirtschaften, an 10 Millionen für eine Straße, die 2 Kilometer möchte, die durch halb Gemeinde geht, wo Conseil Chaussee als Lo gesagt hat, dass sie dummer dagegen aufhängen. Das sind 42 Millionen Euro auf drei Projekte. Die sind alle Guten entweder da lebt der Bagger, oder geht am März geht es und die sieht, okay, Bürgermeister, zu Conseil Chaussee, so, lo Mader als Straßen, oder dem Bereich schon 10 Jahre versprochen, lo sie mir nicht mehr. Los ich mir nicht mehr mit. Wir haben also den Schwa, und es sind noch paar Gemengen, die das gemacht haben. Gemein Kehl ist mir aufgefallen, die haben ein Extraordinär von 13 Millionen gestimmt. Da hat der Bürgermeister in seiner Präsentation gesagt, alles, was nicht irgendwie angefangen ist, das lehnen wir mal ein Jahr oder 2 zurück. Ich will einfach sagen, dass der Groß von den Leuten das nicht machen kann. Noch hier möchte ich sagen, Projekte, die sind.
Mit de Gro von euch sind riesigen Investitionsprogramme sind sie dran, die sie nicht können lehen. Und noch da gibt es einen Multiplikateur, wenn ich so 6 Millionen plus 6 Millionen plus 6 Millionen, dann muss ich davon ausgehen, 420 Millionen plus 420 Millionen plus 420 Millionen. Es landen also plus minus irgendwo an einer Vorschätzung enger Milliard an 1,4 Milliarden, je nachdem wie die Finanzsituation aus ob die Jahren 2021, 2022, die aus dem Gemengensektor rausgeholt gehen. Das ist nicht das bei meinem meisten Satz. Gemenge sind aber Teil vom Staat. Gemenge machen einen Teil von den Arbeiten, die der Staat gerne hätte. Wir haben Kompetenzen, oui. Wir haben aber ganz viel geteilte Kompetenzen. Wir exekutieren eine ganze Reihe Sachen pro Compte de l'État. Geht er dann davon aus, dass wir keine Schule mehr sollen? Wir sollen bauen, wenn wir keine Suen zur Verfügung haben. Und ich schwätze nicht für Menge, ich schwätze eigentlich für die 102 Gemengen, die betroffen sind. Wir müssen doch am Ende gesagt vom Staat, den eine ganz andere Finanzkapazität hat, den noch eine ganz andere Kapazität hat, für mit den internationalen Marschen zu verhandeln, die es geht, wenn für gut Emprunt zu kriegen. Der Staat muss doch Gemengen unter Term greifen, ansonsten wir werden sonst nicht kriegen, wie das die Schuld, die der Staat nicht möchte, über das Budget, an die seine Gemengen zur Verfügung stellt, dass Gemengen die Werte machen, sich dummer daher ordinär ruinieren, und zwar ganz solid ruinieren, weil die muss wissen, dass wenn der 20 Millionen lehnt, auf 20 Jahre, und das nicht so viel bei dem, was ich so gelesen habe an den einzelnen Gemengen, dass das 1 Million am ordinären Jahr Retour d'investissement ist, an einer Situation, wo man keine Zinsen müssen bezahlen. Belastet den Ordinär, wo ich gesagt habe, es sauer 2,3 Millionen am Ordinär. Leideling 1,3 Millionen am Ordinär Excedent. Hausen 3,1 Millionen. Betster 3,3 Millionen. Stesel 3,1 Millionen. Kirlen 3,5 Millionen. Niederrandwen, Reichsgemeng 4,7 Millionen Überschuss am Ordinär. Man kann dann davon ausgehen, dass man 1 Million, 2 Millionen am Ordinär weiter müssen verkraften. Weil man Emprunt muss machen an einem Moment, wo der Reis an einer ganzen Reihe von Domänen neue Charge gibt, neue Responsabilitäten gibt. Wenn ich gucke, was am Schulwesen geschieht, wenn ich gucke, was bei der Maison Relais geschieht, wo man eigentlich im Staat als Gemengen, und wir machen das ja gerne. Wir machen das ja gerne, weil wir es sollen machen. Wo man permanent mehr Chargen ablöst, kriegen, ohne dass man die Chargen, dass man die remboursiert, dass man die Gemengen remboursieren. Ich komme noch auf ein paar andere Domänen, Herr Finanzminister, weil die sind responsabel für das, was geschieht. Nein, die haben den Dumm drauf. Die haben den Dumm auf der Suche. Der Innenminister kennt ich so, und das, was ich jetzt gesagt habe. Mit die sind den dezidiert, dass der Conseil du Gouvernement den dezidiert zur Proposition vom Finanzminister. Kläranlagen. Kläranlagen. Geht kein Speicherlicht ab. Kläranlagen. Mein Gemeng an den nächsten 3 Jahren 10 Millionen Euro. Just Kläranlagen. Drittstufe, Feiertstufe, Ausbau, Dinge. 30% gehen an der Regel zur Zeit zur Missionen bei den Kläranlagen an Blut. 30% par rapport zu dem, was an der Wehe steht. Der Subsid ist aber von 90% auf 50% als in den Ruf gesagt gehen. Froh ist also die Damen an die Herren bei dem, was lo am Gangen ist zu geschehen, bei den Schulen, die man muss bauen, bei den Straßen muss bauen, bei all den Sachen, die man muss bauen, können wir das dort schöllern. Dort en plus, dass die 50% ja schon allein kein 50% sind, weil ja alles gekappt wird. Es geht alles gekappt auf Hand Kant, von der an einer Kläranlage haut investiert. Wir sind zu Peting, da an den Verbund mit vier Gemengen sind wir dran. Da leihen wir an Total, leihen wir immer 40% Subsid, wenn nicht fertig ist. Madame Beissel, sie ist auch responsabel für ein Klären, es gibt ausnahmsweise mal ein Jahr. Recht mir, das ist ein reales Problem. Weil du schwätzt über Hunderte von Millionen Euro, die der Gemengesektor muss abbringen, ohne dass der Staat, dem mal an der Zeit 90% davon bezahlt hat, was ich als richtig empfunden habe, eigentlich sich seine Responsabilität entzieht, an das Gemengebudget Aufgaben aufwälzt, mit denen Gemengen auf Hände kommt, nicht eins gehen. Schulen. Genau dasselbe Phänomen.
Ganz wenig Subsidien. Das Minister hat gesagt, dass die einzige Konzession, die wir kriegen, der Subsid für öffentliche Gebäude, der geht von 35 auf 40% geht den an Blut. Dann haben wir bei mir rausgerechnet, 21 Millionen für eine Schuld, für einen Schulpardon, Maison Relais, die ich muss bauen, weil die Stadt gerne hat, dass ich sie bauen. Das ist 1 Million. Da bin ich dankbar für alle Millionen, die ich kriege. Ich bin wirklich dankbar für alle Millionen, die ich kriege. Aber wenn ich da 25 verliere, dann kriege ich vom Staat eng kompensiert von denen 25. Dann habe ich noch immer 24, die ich nicht mehr habe. Also geht die Million, die als die große Geschichte erklärt wird, wo gesagt wird, der Staat unterstützt Gemengen, aber fantastisch. Das ist nicht mal ein Drips auf der Wärme stehen, über den wir hier diskutieren. Schule, Musikschulen. Wo die Gemengen, die eine Musikschule haben, wissen, dass man den Lohn nicht mehr bei dem Sinn, was der Staat versprochen hat, als Partizipation von der Musikschule. Man Gemengen dann Musikschulkonservatoire für sich. Sie machen sie doch, weil ein Auftrag vom Staat da ist, weil der Staat das gerne hat, und sie machen das natürlich auch für hier Bürger. Aber bei der Lohnentwicklung, die wir haben, bei den Entwicklungen von den Kosten, die sich an dem ganzen Bereich da entwickeln, geht ein Delta, der Gap zwischen dem, was rückend an dem, was aus dem eigenen Budget muss bezahlen. Die geht dermaßen an Blut, dass es immer mehr kompliziert wird, für das zu machen. Maison Relais, 75% an der Theorie, kriegen Gemengen rumbezahlt für die Funktionamenskosten. Kann glaube ich bei jedem Fanger an der Lut stecken, der 75% kriegt. Wir sind meilenweit von 75% weg. Weil auch da, alles wird gekappt. Da geht das geguckt, und da, wenn es die Scheine checkt, wenn es nicht genug kann er nicht kommen, dann ist auch noch penalisiert von dem Ganzen. Wir sind meilenweit von 75% Unterstützung. Also ein Weiterscharsch, die an den letzten Jahren auf Gemengen aufgedrückt ging aus, am Athen Gemengen nicht eins. Der letzte Punkt, Pomschieswesen. Also geguckt, was eine Progression. Pomschieswesen an den einzelnen Budgeten das Jahr hat. Und wir sind noch lange nicht da weg, dass über 50-50 gespart gehen. 50-50, die geht das gar nicht, weil wir sind als Gemengen während 3 Jahre auf Fehlrichtung gegangen. Ihre hatte 50-50, wann es dann eine 50-50 war. Rüberkommen. Ganz Protektion Zivil getaut, über den toten Weg bezahlt. Gemengen haben nie müssen einen Euro in der Protektion Zivil bezahlen. Heute bezahlen wir eigentlich 50% von der Protektion Zivil still und heimlich, als es geschieht, still und heimlich wird das Budget von den Gemengen gesagt. Es sind der Meinung, und das ist meine Forderung, dass wir ein Mise à plat total müssten machen. Ein Mise à plat total vom Funktionament vom Gemengensystem. Mit allen Unterstützungen, ich nenne das eine Unterstützung, die die Staat den Gemengen zur Verfügung stellt, wenn sie sich investitionsmäßig, also sie muss ja dann auch nach Folgekosten drohen, am Interesse vom Land beteiligen. Wir müssen eine Analyse machen, um zu gucken, ob die Subsidien, die ausbezahlt gehen, Transferpöner an der Richtung, Leute von dem, was eigentlich der Gesetzgeber hier gehabt hat, wie in die Tore festgelöst wird. Aber wir feststellen, dass wir nicht mehr bei denen Tore sind. Mit der Menge, da müssen die notwendig Readaptationen gemacht gehen. Für das Gemengebudget nicht mehr mit 5% am Ordinär oder 12% am Ordinär rauskommen, was bei einer Gemenge, die 30 Millionen Budget hat, nach einer Kapazität von 3 oder 4 Millionen ausmischt. Und dafür fordern wir auch, dass die Regierung, dass der Staat, dass das Staatsbudget Gemenge kompensiert. Nicht für alles, aber für einen Teil von dem Ausfall, den das Jahr war. Auf einen Teil von dem Ausfall. Madame Hartmann, schon hat heute gesehen an der Zeitung, gibt 1 Million. 1 Million am Ordinär, die Gemenge, wo sie dran ist. Das ist ein großes Gemenge. Die haben am Ordinär 1 Million Exeter. Was man 1 Million macht am Exeter. Und man hat nicht mal einen Straß. Wenn er einen Straß will machen, dann geht er so lehnen an nächster Zeit. Und ich fand, dass der Staat die besser Platz für Kont von den Gemengen lehnen zu gehen, an den Gemengen da Suen zur Verfügung zu stellen. An den Benefis davon kommen zu lassen, und es sind der Meinung, dass der Staat
auch ohne Retour eigentlich et Gemenge misisten en Deel zurückbezzuelen. An schon nach eng froh, schon an der Kommission gestalt kein Antwort krit von der Minister dafür stellen Herr Gramenia, wäre net eng Idee, dat wir nämlich eng zusätzliche Möglichkeit für die Gemengenen und den Narren zu greifen. Da sind ähnlich wie dir dat macht, ein Aussetzer vom Remboursement von dem Remboursement vom Emprunt den Lo geholget aufgrund von der Krisensituation. Da sind dat wären 2 oder 3 oder 4 Jahre kein machen. Das war also als net bei den 20 Millionen, die man muss lehne go als ordinär zusätzlich nach 1 Millionen belastet, mir das bereitliche Moratoire gife kreen von dem Moment da muss man die Banken natürlich verhandelt gehen, von dem Moment immer eigentlich recht der Remboursement von der Debt giffen aufhängen. Das als Krisenhilfe, nicht als etwas, was ewig soll gehen, mir war das einfach ganz viel Hilfe. Ich gehe aufschließen nach 2 andere Sujets. Neben den klärenlehrenden Schulen, da mir so ein Pompschies wir sind, der Vetters nicht kompensiert, Gott, der Vetters, und das gebe ich aber ganz gerne auch hin, wenn die 202 Gemenge Lora sind, da muss man der Finanzkommission an Dinge gucken, wie sich die Bilder von den Gemengen verschlechtert hat zwischen 2020 und 2021, an allen Hinsichten. Zweitletzte Sujet Grundsteuer. Der Gilles Roth hat de Gros dazu gesagt. De Gros. Das doch aber ganz interessant, Nuancen an dieser Majorität zu sehen. Nuancen an dieser Majorität, wo ein Innenminister an einer Kommission sieht, mit der Grundsteuer, das ist alles schön und gut, mit das aber die Responsabilität vom Herrn Gramenia. Also was wir können machen als Änderung, wir können Hilfestellung können wir gehen. Wir immer aber Hilfestellung, die warten wir mal, ob das die letzte PAG von dieser Generation, das den da ist. Die letzte PAG von dieser Generation, das heißt, ob Escher, das bis 23 nicht geschieht. Aber gut nicht geschieht. Da gehe ich davon aus, weil das ja so wie das da funktioniert, dass 2 Monate führende Wahlen mit großem Trara etwas an den Circuit geht. Und da wird gesagt, ja, das ist aber spät für eine Raps zu machen. Dafür unterstützt nicht, wo man eigentlich schon steht, als Gemengen. Aber wir machen das ja gerne. Wir machen das ja gerne, weil wir es sollen machen. Wo man permanent mehr Chargen ablöst, kriegen, ohne dass man die Chargen, dass man die remboursiert, dass man die Gemengen remboursieren. Ich komme noch auf ein paar andere Domänen, Herr Finanzminister, weil die sind responsabel für das, was geschieht. Nein, die haben den Dumm drauf. Die haben den Dumm auf der Suche. Der Innenminister kennt ich so, und das, was ich gesagt habe. Mit die sind den dezidiert, dass der Conseil du Gouvernement den dezidiert zur Proposition vom Finanzminister. Kläranlagen. Kläranlagen. Geht kein Speicherlicht ab. Kläranlagen. Mein Gemeng an den nächsten 3 Jahren 10 Millionen Euro. Just Kläranlagen. Drittstufe, Feiertstufe, Ausbau, Dinge. 30% gehen an der Regel zur Zeit zur Mission bei den Kläranlagen an Blut. 30% par rapport zu dem, was an den Wien steht. Der Subsid ist aber von 90% auf 50% als in den Ruf gesagt gehen. Froh ist also die Damen an die Herren, bei dem, was lo am Gangen ist zu geschehen, bei den Schulen, die man muss bauen, bei den Straßen muss bauen, bei all den Sachen, die man muss bauen, können wir das dort schöllern. D'autant plus, dass die 50% ja schon lange kein 50% sind, weil ja alles gekappt wird. Es wird alles gekappt auf Hände Kant, von der an einer Kläranlage haut investiert. Wir sind zu Peting, da an einem Verbund mit 4 Gemengen sind wir dran. Da leihen wir an Tretal, leihen wir immer 40% Subsid, wenn nicht fertig ist. Madame Beissel, sie ist auch responsabel für ein Kläranlage. Es gibt ausnahmsweise mal ein Jahr recht, aber das ist ein reelles Problem. Weil du schwätzt über Hunderte von Millionen Euro, die der Gemengesektor muss abbringen, ohne dass der Staat dem an der Zeit 90% davon bezahlt hat, was ich als richtig empfunden habe, eigentlich sich seiner Responsabilität entzieht, an das Gemengebudget Aufgaben aufwälzt, mit denen die Gemengen auf Hände kommt, nicht eins gehen. Schulen. Genau dasselbe Phänomen.
Ganz wenig Subsidien. Das Minister hat gesagt, dass die einzige Konzession, die wir kriegen, der Subsid für öffentliche Gebäude, der geht von 35 auf 40% geht den an Blut. Dann haben wir bei mir rausgerechnet 21 Millionen für eine Schuld, für einen Schulpardon, Maison Relais, die ich muss bauen, weil die Stadt gerne hat, dass ich sie bauen. Das ist 1 Million. Da bin ich dankbar für alle Millionen, die ich kriege. Ich bin wirklich dankbar für alle Millionen, die ich kriege. Aber wenn ich da 25 verliere, dann kriege ich vom Staat eng kompensiert von denen 25. Dann habe ich noch mal 24, die ich nicht mehr habe. Also geht die Millionen, die als die große Geschichte erklärt wird, wo gesagt wird, der Staat unterstützt Gemengen, aber fantastisch. Das ist nicht mal ein Drips auf der Wärme stehen, über den wir hier diskutieren. Schule, Musikschulen. Wo die Gemengen, die eine Musikschule haben, wissen, dass man den Lohn nicht bei dem Sinn, was der Staat versprochen hat, als Partizipation von der Musikschule. Man Gemengen dann Musikschulkonservatoire für sich. Sie machen sie doch, weil ein Auftrag vom Staat da ist, weil der Staat das gerne hat, und sie machen das natürlich auch für hier Bürger. Aber bei der Lohnentwicklung, die wir haben, bei den Entwicklungen von den Kosten, die sich an dem ganzen Bereich da entwickeln, geht ein Delta, der Gap zwischen dem, was rückend an dem, was aus dem eigenen Budget muss bezahlen. Die geht dermaßen an Blut, dass es immer mehr kompliziert wird, für das zu machen. Maison Relais, 75% an der Theorie, kriegen Gemengen rumbezahlt für die Funktionamenskosten. Kann glaube ich bei jedem Fanger an der Lut stecken, der 75% kriegt. Wir sind meilenweit von 75% weg. Weil auch da, alles wird gekappt. Da geht das geguckt, und da, wenn es die Scheine checkt, wenn es nicht genug kann er nicht kommen, dann ist auch noch penalisiert von dem Ganzen. Wir sind meilenweit von 75% Unterstützung. Also ein Weiterscharsch, die an den letzten Jahren auf Gemengen aufgedrückt ging aus, aber mit denen Gemengen nicht eins. Der letzte Punkt, Pomschieswesen. Also geguckt, was eine Progression. Pomschieswesen an den einzelnen Budgeten das Jahr hat. Und wir sind noch lange nicht da weg, dass über 50-50 gespart gehen. 50-50, die geht das gar nicht, weil wir sind als Gemengen während 3 Jahre auf Fehlrichtung gegangen. Ihre hatte 50-50, wann es dann eine 50-50 war. Rüberkommen. Ganz Protektion Zivil getaut, über den toten Weg bezahlt. Gemengen haben nie müssen einen Euro in der Protektion Zivil bezahlen. Heute bezahlen wir eigentlich 50% von der Protektion Zivil still und heimlich, als es geschieht, still und heimlich wird das Budget von den Gemengen gesagt. Es sind der Meinung, und das ist meine Forderung, dass wir ein Mise à plat total müssten machen. Ein Mise à plat total vom Funktionament vom Gemengensystem. Mit allen Unterstützungen, ich nenne das eine Unterstützung, die die Staat den Gemengen zur Verfügung stellt, wenn sie sich investitionsmäßig, also sie muss ja dann auch nach Folgekosten drohen, am Interesse vom Land beteiligen. Wir müssen eine Analyse machen, um zu gucken, ob die Subsidien, die ausbezahlt gehen, Transferpöner an der Richtung, Leute von dem, was eigentlich der Gesetzgeber gehabt hat, wie in die Tore festgelöst wird. Aber wir feststellen, dass man nicht mehr bei denen Tore sind. Mit der Menge, da müssen die notwendig Readaptationen gemacht gehen. Für das Gemengebudget nicht mehr mit 5% am Ordinär oder 12% am Ordinär rauskommen, was bei einer Gemenge, die 30 Millionen Budget hat, nach einer Kapazität von 3 oder 4 Millionen ausmischt. Und dafür fordern wir auch, dass die Regierung, dass der Staat, dass das Staatsbudget Gemenge kompensiert. Nicht für alles, aber für einen Teil von dem Ausfall, den das Jahr war. Auf einen Teil von dem Ausfall. Madame Hartmann, schon hat heute gesehen an der Zeitung, gibt 1 Million. 1 Million am Ordinär, die Gemenge, wo sie dran ist. Das ist ein großes Gemenge. Die hat am Ordinär 1 Million Exeter. Was man 1 Million macht am Exeter. Und man hat nicht mal einen Straß. Wenn er einen Straß will machen, dann geht er so lehnen an nächster Zeit. Und ich fand, dass der Staat die bessere Platz für Kont von den Gemengen lehnen zu gehen, an den Gemengen da Suen zur Verfügung zu stellen. An den Benefis davon kommen zu lassen, und es sind der Meinung, dass der Staat
auch ohne Retour eigentlich et Gemenge misisten en Deel zurückbezuelen. An schon nach eng froh, schon an der Kommission gestalt kein Antwort krit von der Minister dafür stellen Herr Gramenia, wäre net eng Idee, dat wir nämlich eng zusätzliche Möglichkeit für die Gemengenen und den Narren zu greifen. Da sind ähnlich wie dir dat macht, ein Aussetzen vom Remboursement von dem Remboursement vom Emprunt den Lo geholget aufgrund von der Krisensituation. Da sind dat wären 2 oder 3 oder 4 Jahre kein machen. Das war also als net bei den 20 Millionen, die man muss lehne go als ordinär zusätzlich nach 1 Millionen belastet, mir das bereitliche Moratoire gife kreen von dem Moment an, da muss man die Banken natürlich verhandelt gehen, von dem Moment un man eigentlich recht der Remboursement von der Debt giffen aufhängen. Das als Krisenhilfe, nicht als etwas, was ewig soll gehen, mir war das einfach ganz viel Hilfe. Ich gehe aufschließen nach 2 andere Sujets. Neben den Kläranlagen Schulen, da mir so releden Pomschies wir sind, de Vetters nicht kompensiert, gött de Vetters, und das gebe ich aber ganz gerne auch hin, wenn die 202 Gemenge Lora sind, muss man der Finanzkommission an Dinge gucken, wie sich die Bilder von den Gemengen verschlechtert wird zwischen 2020 und 2021 an allen Hinsichten. Zweitletzte Sujet Grundsteuer. Der Gilles Roth hat de Gros dazu gesagt. De Gros. Das doch aber ganz interessant Nuancen an dieser Majorität zu sehen. Nuancen an dieser Majorität, wo ein Innenminister an einer Kommission sieht, mit der Grundsteuer, das ist alles schön und gut, mit das aber die Responsabilität vom Herrn Gramenia. Also was wir können machen als Änderung, wir können Hilfestellung können wir gehen. Wir immer aber Hilfestellung, die warten wir mal, ob das die letzte PAG von dieser Generation, das den da ist. Die letzte PAG von dieser Generation, das heißt, ob Escher, das bis 23 nicht geschieht. Aber gut nicht geschieht. Da gehe ich davon aus, weil das ja so wie das da funktioniert, dass 2 Monate führende Wahlen mit großem Trara etwas an den Circuit geht. Und da wird gesagt, ja, das ist aber spät für eine Raps zu machen. Dafür unterstützen ich den Gilles Roth, von er sieht, wir hätten gerne ein Projet de Loi für Oktober 2021. Da könnt Herr Korte mein zweiten denken. Wir hatten noch beim Herrn Gramenia darüber geschwärzt, nämlich an der Finanzkommission. Nein, war es ja gut, wenn sie zu 2 reisen, und nein, war es ja gut, wenn sie mit denen 2 separat schwätzt. Weil Herr Gramenia, den hat gesagt, warte, ich stimme dazu nicht. Das ist nicht der Rech. Das ist nicht der Rech für den Projet de Loi, für den zu machen. Gramenia hat gesagt, das ist der Konträr von dem, was man am Bufferding zählt. Ich lehne eine Hand mal tun. Mit Responsabilität von dem Dossier, die Leute beim Interieur. So ist es. Den einen wollen nicht machen, den anderen wollen nicht machen, es steht am Koalitionsakkord, bringt das nicht geliefert. Das ist meine Diskussion, können darüber feiern. An einem lauerlächen Dossier für meinen Freund, Laurent Moser, habe auch recht, also genügend zu tun. Das Trauerspiel mit dem Droit de Präemption, das hat überhaupt nicht nur am Budget zu tun, das ist einfach für die Sache aufzuschließen. Das Trauerspiel mit dem Droit de Präemption, wie den Interieur am Gangen ist, an einem wichtigen Dossier, die Falschdecisionen zu holen. An den Gemengen infiniert unmöglich möchte, etwas, was wir gerne hätten, dass sie können exerzieren. Das ist an Mengen auch nicht akzeptabel. Aber wenn der pure Ursache gehabt hat, für was, dass wir diese Projekt nicht stimmen. Und den Herr Roth hat eine ganze Reihe Propositionen gemacht, und nicht viele Propositionen hören, die sich anreihen an ganz viele Propositionen, die wir an den letzten Wochen am Main über die Bekämpfung von Covid gemacht haben, wen an den einzelnen Sektoren sollen führen gehen. Wenn ich alles das bei Ihnen gucke, und ich gucke, dass einen wesentlichen Akteur, sans Diskussion, wenn nicht den zweitwichtigsten Akteur an diesem Land, wenn es darum geht, politisch, wirtschaftlich, Investitionsstabilität zu behalten, die Gemengen, nicht an deren greift an dieser Krise. Dann hat nicht verstanden, dass es in Zukunft von unserem Land geht.
Merci vielmals, Herr Wolter.